Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir sind uns voll in der letzten Folge am Vorbereiten gewesen, dass wir diese Folge in den Nether gehen. Wir haben ja schon ein paar Schaufeln gemacht, ein paar Spitzhacken, wir haben genug Essen dabei, wir haben ein paar Stöckchen dabei. Ich bin gerade mit überlegen, 64 Fackeln, das sollte ja eigentlich lange. Wir packen noch 1-2 kleine Sachen und zwar nehmen wir jetzt hier zum Beispiel noch so einen 15 Stack Kohle mit, wenn wir noch Fackeln machen müssen. Gut, eigentlich könnte ich die auch gerade machen, aber wir nehmen es jetzt mal so mit. Essen haben wir genug, aber was ich noch gerne mitnehmen würde, sind so 3 Stacks Erde. Sollten eigentlich lange. So 3 Stacks Erde. Damit wir uns da ein bisschen umeinander bauen. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir nicht lange darauf warten, sondern dann ab direkt in den Nether rein. Ich bin ziemlich darauf gespannt, ob ich das anbekomme, aber doch, das wollte ich jetzt noch schnell anschauen. Das wollte ich jetzt noch schnell anschauen. Wie viel haben wir hier an Zuckerrohr schon geformt? Lange ist es her, seit wir da waren. 24. Nicht viel, nicht wenig, aber etwas. Das nenne ich doch mal nicht mal so schlecht. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt mal in den Nether rein. Mit Level 30. Ich bin aber die ganze Zeit im Blick, ob ich noch schnell etwas verzaubern soll. Allein aus dem Grund heraus, weil wir Level 30 sind, weil wenn ich sterben würde, wären die ja wieder alle futsch. Soll ich das noch schon machen? Komm, wir noch schnell ein Buch verzaubern. Wir haben ja noch ein Buch. Das verzaubern wir jetzt einfach mit irgendetwas. Das machen wir jetzt noch ganz kurz. Oh nein, das Lapis brauche ich noch. Uiuiui. Fast vergessen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einer Netherfestung heisst es. Nach einer Netherfestung machen wir uns auf die Suche. Und dann schauen wir, ob wir irgendetwas Spannendes finden. Wir haben hier Stärke 1, Federfall 3 oder Schusssicher... Federfall 1, 2, 1. Stärke 1 und Schusssicher 3. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das, weil das ist gerade das stärkste von all diesen Sachen. Dann haben wir nämlich wenigstens schon mal wieder 3 Level verputzt. Dann haben wir auch wenigstens, wenn wir sterben, können wir sagen, hey, wir haben wenigstens etwas Gutes anbekommen. So, dann tun wir das hier reinpacken und dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Lassen wir uns nicht mehr lange aufhalten. Kühe füttern, habe ich jetzt auch noch überlegt, aber sollen wir die noch füttern? Die füttern wir noch. Das machen wir noch. Es kann immer irgendetwas dazwischen, wenn ich etwas vorhabe. 16 sollte eigentlich lange. Dann gehen wir noch schnell die Kühe füttern. Und dann nachher direkt von dort aus ab ins Portal. Wir hören es schon. So, kommen wir alle da an, dann kann ich euch von da aus füttern, dann muss ich nicht extra reinkommen. Da hinten hat sich schon eine ganze Familie in der Kammer versammelt, aber da müssen wir dann auch noch 1-2 Sachen ausbessern. Ich glaube, die Hölzer daneben dran nicht mehr mit, damit es mehr freiläufiger ist. Vom Platz her denke ich aber, haben sie genug, also das hoffe ich doch. Kommt da hin. Put. Ich klicke da mal durch. Wir verputzen sicher alle 16. Jetzt haben wir bald mehr Schäfchen als Kühe, wenn wir so weitermachen. Der da hinten ist so einsam und allein. Oh mein Gott. Da, hast du schon... Ah, du hast schon Essen gehabt. Der hat schon Essen gehabt, ja dann lassen wir ihn. Zack, ihr habt auch schon gehabt. Habt ihr schon gehabt? Komm, put. Wir haben noch 2. Wir haben noch 2, wer will noch 2? So, und weg sind sie. Okay, in dem Fall, ciao zusammen, viel Spaß. Dann haben wir sie schon wieder vermehrt für die nächsten Bücher und let's go. Ui, ich werde schon wieder angegriffen. Von wo? Skelett. Ein Skelett, wo man gegen den Keks gehen will. Versuchen wir es da oben schupfen? Komm, ich versuche es mal da oben schupfen. Ist es vorher tot? Wahrscheinlich ist es vorher tot. Komm, töten wir es einfach. Ich hätte jetzt gerne da in die Schlucht oben gerührt, aber ich glaube, das wäre sowieso vorher tot gewesen. Wenn wir aber mal gerade mal schauen, da unten hat es nichts Spezielles, was uns interessieren würde. Ich glaube, wir gehen in die Richtung, wo wir herkommen sind. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Diamantspitzhacke mitnehmen soll, wegen dem Schrot, den wir mal gefunden haben. Aber das ist so in der Nähe, dass wir das auch später machen können. Jetzt müssen wir schauen, wie wir... Ein Babyzombie? Was macht ein Babyzombie da? Und jetzt rennt er wieder weg. Jetzt ist da auch noch ein Zombie. Hat das Kind gezeugt? Können Zombies Kinder zeugen? Ja moin. Ich glaube, wir essen schon mal etwas. Es fängt ja schon mal wieder richtig gut an, wir hier in der Hölle. Ne? Es ist nämlich auch schon wieder richtig dunkel. Wir müssen schauen, dass wir ein paar Fackeln mal ansetzen. Zahle ich da? Das Einzige, was ich noch nicht geschaut habe, ist... das fällt mir erst jetzt auf. Meine Rüstungsteile. Ich glaube, ich habe noch etwas von Rüstung vergessen. Wir müssen noch mal ganz kurz zurück. So, noch mal ganz kurz schnell zurück. Ich nudle. Wir haben keine volle Rüstung, fällt mir gerade auf. Das heisst, irgendein Teil fehlt uns. Was fehlt uns? Das müssen wir gerade mal schnell angüchseln. Was haben wir da noch? Eisen? 5 Eisen haben wir noch? Das sollten wir eigentlich... Brust fehlt uns, Kopf fehlt uns, Füße fehlt uns. Wir brauchen viel mehr Eisen. Jägeli. Lange Zähne. Machen wir 42, können wir unten reinlagern. Uns fehlt
Füße. Brust war es, glaube ich. Füße und Brust. Nicht, dass ich mich jetzt täusche. Nein, zack, okay, mein Gedächtnis hat doch noch mitmögen. Der Kopf ist fast kaputt. Aber das nehmen wir in Kauf. So, let's go. Und jetzt rein. Jetzt rein. Jetzt haben wir schon so lange wieder rumgetrödelt. Wir machen uns auf die Suche nach einer Netterfestung. Wir wollen Loren haben, um einen Brautisch zu machen. Let's go! Moin, da sind wir. Und das werden wir wahrscheinlich auch von Zombies angegriffen, weil wir haben ja jetzt die gerade getötet. Ich würde sagen, wir gehen wieder mal in die Richtung, wo wir beim letzten Mal schon durchgegangen sind. Gehen güchseln. Die lassen uns ja, glaube ich, in Ruhe. Ich hoffe es mal. So, dann spazieren wir da drüber. Einfach schön vorsichtig, dass wir ja nicht ab... Jö, ein kleiner Sally! Die Geräusche, die er macht. Ich kann nicht unterscheiden, ob das ein Mensch ist mit einem Schweinehut oder ob das einfach ein Schwein ist. Das sieht irgendwie nach beidem aus. Sally, du. Also, wir gehen weiter, hä? So, jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Jetzt gehen wir mal unseren Weg, wo wir letztes Mal schon durch sind. Weil ich bin mir überlegt, ich habe keine Ahnung, wie man eine Netterfestung am besten findet. Ob man sich da einfach irgendwie umeinander puddeln muss, bis man etwas findet, oder ob ich da einfach mal mitten über das ganze Lava drüber soll. So mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie... Wenn wir da einfach so drüber gehen. Aber da haben wir ja als Gegner auch noch auf dem Wasser drauf. Die habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in die Richtung. Wir haben es so schön durchgebaut. Und der Weg sollte ja auch wieder findbar sein. So. Wenn wir mal versuchen, einfach da runter zu gehen. Ich weiss nicht, ob wir unten etwas finden. Jetzt ist eine gute Frage, wie finde ich da am besten irgendetwas? Und ganzes Lava runter komme ich auch irgendwie nicht so ganz gut. Das wird schwierig, wenn ich jetzt da oben will, hä? Und dann einfach einmal drüber. Wir müssen das fast irgendwie durchbuddeln. Aber auch das funktioniert nicht so ganz. Ich und Nether, das ist wieder... Ich habe keinen blassen Schimmer vom Nether. Schauen wir, wie wir das am besten machen. Dort könnten wir uns abbuddeln und einmal versuchen, geradeaus drüber. Wir haben wirklich recht viel Erde mitgenommen. Aber die Frage ist, kommt das gut, wenn ich mich da abbuddle? Irgendwie so dort runterbuddeln, oder da hinten so runterbuddeln bis dort hin und dann einmal versuchen, einfach drüber zu gehen. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, aber wir machen es. Ja, vielleicht noch... Was ist da? Da hat sogar so eine Art Schlucht. Warte mal schnell, wenn wir uns da durchbuddeln. Ich glaube, ich nehme aber meine Eisenspitzhacke und spare die mal noch schnell auf. Ich glaube, wenn wir uns da runterbuddeln, würden wir runterkommen. Da kämen wir, glaube ich. Jawohl. Okay, aber das überleben wir. Nice, okay, wir sind schon mal weit unten. Ich glaube, mein Plan wird so blöd. So. 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 Okay, wir sind schon mal zur Unterstunde nachgekommen, obwohl uns das etwas gebracht hat. Keine Ahnung, aber ich denke, wir probieren jetzt einfach mal geradeaus gehen. Dass wir vielleicht irgendetwas mehr sehen oder so. Also wenn ihr Hinweise oder Tipps habt, wie ich da am besten vorgehen soll, um ein Dings wie eine Netterfestung, dann schreibt es mir doch lieb gerne in die Kommentare. Ich versuche mich jetzt einfach mal da grob drüber zu buddeln, ohne zu sterben, hoffentlich. So. Machen wir ganz in langsamen Schritten geradeaus voran. Ich hoffe, es gibt auch nichts, das uns angreifen kann. Das wäre nämlich ziemlich mühsam, wenn wir da einfach so einen Strich in der Landschaft haben, wo wir uns drauf bewegen können. So, jetzt schauen wir schon. Wir sind schon ein gutes Stückchen vorangekommen. Gegner sehe ich keine. Ich weiss nicht, ob die mich angreifen, ob das Gegner sind. Aber ich sehe soweit eigentlich nichts außer Lava. Sehr viel Lava. Und ich weiss nicht mal, ob wir genug Erde dabei hätten, um wirklich uns komplett bis dort rüber zu bauen. Irgendwo in eine Richtung. Also ich versuche mal irgendwie so einen Seitenwechsel, dass wir irgendwie auf eine andere Seite rüberkommen, aber ich glaube, das wird nichts. Das ist so ein riesen Lava-Beet. Ich weiss halt nicht, ob man auch irgendeine Karten oder so machen kann für den Nether, dass man irgendwie so weiss, so hey, dort muss ich durch. Oder ob das einfach auch blind drauf los buddeln ist irgendwie. Oder eben überbauen. So. Bis jetzt sind wir gut dran, dass die Erde nicht einfach verbrennt, wenn man sie so oberhalb vom Lava pflanzt. So, jetzt haben wir schon mal einen 64er-Stack geradeaus benutzt. Dort haben wir irgendeinen so kleinen Teil, wo man draufstehen kann, aber sonst sehe ich so weit nichts. He?
Nein, sonst sehe ich so weit nichts. Okay, dann würde ich sagen, wir buddeln einfach mal... Also wir machen einfach mal weiter. Wir machen einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass wir irgendwo ankommen. So. So geht das richtig zügig. Nein, nicht zu weit raus. Ich habe irgendwie Angst, dass ich runtergehe. Ich habe irgendwie Angst, dass ich runtergehe. So. So. Jetzt haben wir bald nochmal den nächsten 64 Stack verputzt. Also. Ich habe irgendetwas Komisches gehört. Ah! Okay, Sally. Greift er mich an? Greift er mich an oder läuft einfach durch? Sally? Ja, du fragst dich gerade, was ich da mache, gell? Ich habe keine Ahnung. Die Frage stelle ich mir doch selber. Und jetzt läuft er wieder davon. Er hat noch gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Trottel? Und jetzt geht er wieder. Mehr hat er sich dabei gar nicht gedacht. So. Da kann man natürlich auch Erde verschwenden, so wie ich das jetzt gerade mache. Also die Frage ist, ob es ein Verschwenden ist. Ich wollte einfach mal versuchen, irgendwie auf eine andere Seite zu kommen. Einfach mal über das Lavameer drüber. Da haben wir schon wieder so einen. Der schaut das auch wieder an und denkt sich... Spinnt der? Nein, der will wahrscheinlich... Ja, geh noch rüber, bevor ich da alles zumache. Dann können wir nämlich nicht mehr da drüber laufen. Okay, mach's gut. Ich frage mich, was das für Speicher sind. Solche habe ich noch nie gesehen. Warte, muss da nochmal durch. Ja, entweder laufst du jetzt durch, da rüber oder da rüber. Ich mache jetzt dazu. Ich will irgendwie in die Richtung. Wie du. Okay. Wir haben nochmal einen 64er Stack verputzt. Von der da hinten sieht man schon gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Jetzt hoffe ich, dass wir mit dem nächsten 64er Stack bis irgendwie auf eine andere Seite kommen und dort uns mal umschauen können. Aber es gibt Leute, die haben gute Ideen und ich habe einfach immer so komische, bescheuerte Ideen plus minus. Und ich hoffe eigentlich so, dass wir irgendwie auf die andere Seite rüberkommen und dass ich dort vielleicht eine Netherfestung finden würde. Ich weiss halt nicht, ob man die eher in der Höhe findet, eher am Boden unten, eher irgendwo, keine Ahnung. Aber was man nicht alles macht, um eine Lore zu... nicht eine Lore. Ich weiss nicht mehr, wie die heissen. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heissen. Eine Lore ist ja das Zugteil. So. Aber irgendwie müssen wir gegen so Feuermenschen kämpfen, um die zu bekommen. Hey, wir kommen hier irgendwie an eine Wand an. Dort ist einfach alles voller Lava. Da oben haben wir ein paar Säulen. Was ist da hinten? Das sieht nach nichts aus. Nach was sieht das dort hinten aus? Ich sehe es nicht genau. Nach was sieht das aus? Sieht aber schon irgendwie komisch aus, das da hinten, aber ich sehe es auch nicht so ganz. Komm, wir bauen einfach mal weiter. Wir haben noch 15 Stück. Wir sind bis jetzt noch nirgendwo angekommen. So, einfach drüber rein. Einfach drüber rein und hoffen, dass wir etwas finden. So, mein letzter Block Erde, den wir verputzt haben. Und wir sind noch nirgendwo. Wir sind einfach mitten im Lavameer. Also wir haben entweder zu wenig Erde dabei oder das, was ich mache, ist einfach absolut bescheuert. Und ich gehe eher vom zweiten aus, ehrlich gesagt. Das heisst, wir gehen jetzt einmal alles ein bisschen retour, weil wir können von da aus eigentlich nichts machen. Ich probiere mal rennen, mal schauen, ob wir das überleben. Gerade heben. Schön normal, schön joggen, genau. Aber wir haben da riesen Strecken schon gebaut, wir sind noch nirgendwo angekommen. Ich will jetzt schon warten, dass wir da irgendwie ein bisschen weiterkommen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt erwartet, dass wir schon ein bisschen weiterkommen. Schön gerade, genau. Ich bin gerade überlegt, ob wir da einfach alles mögliche Steine abfarmen und von da mit diesen Steinen weiterbauen. Aber ich glaube, wir reden hier von mehr als 64, die ich bräuchte. Um irgendwo anzukommen. Jetzt haben wir einfach so einen Strich in der Landschaft und wir sehen nicht mehr das Ende. Soll ich einfach da ein bisschen abbuddeln? Ich glaube, das ist fast die beste Idee. Weil sonst entweder gehen wir jetzt nochmal aus dem Portal raus und ich hole nochmal so ein paar Stacks. Volle Erden oder wir versuchen uns irgendwie da jetzt Steine zu uns nehmen und weiter zu buddeln. Aber irgendwie habe ich Angst vor Buddeln, ehrlich gesagt. So, wir machen einfach mal weiter. Wir buddeln jetzt einfach mal da ein bisschen etwas ab. Und dann versuchen wir nochmal auf der anderen Seite weiterzugehen. Und dann hoffen wir, dass das vielleicht funktioniert. Steig sieht aber irgendwie auch noch cool aus. Das muss man auch mal gesagt haben.
So. Wie viel haben wir? Also mehr als 64 müssen wir haben. Sonst bringt das Ganze gar nichts. 55. Ja, dann buddeln wir noch mal ein bisschen mehr ab. Dann versuchen wir nachher den Weg weiterzugehen. So, wie viel haben wir? Mehr als 64, okay. Komm, wir nehmen noch ein paar mehr mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, das langt eh nicht. Ich habe irgendwie hure Bedenken, dass ich da irgendwie runtergehe. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso. Aber mein Gefühl sagt mir, du wirst jetzt nächstens ins Loch gehen. Du wirst jetzt nächstens bröteln. So, wie viel haben wir? Ja, das... Probieren wir es mal. Probieren wir mal weitergehen. Probieren wir mal irgendwie auf die andere Seite rüberzukommen. Es wäre noch ziemlich praktisch. Es wäre noch cool, es wäre praktisch. Ich würde es mega fühlen, wenn wir das anbekommen. Das Wichtigste ist einfach nicht runterfallen. Leck, ist der Weg schon weit geworden. Hey. Das ist aber auch ein riesen Lavameer, wenn man das so beachtet. Ich weiss aber nicht, ob es vielleicht positiver gewesen wäre, wenn wir uns mehr in die Decke reingebuddelt hätten. Einfach direkt in die Decke rauf und umschauen. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten dort an ein Ende kommen. Ich habe das Gefühl und wir versuchen, meinem Gefühl, dass ich verbrenne und dass wir dort drüber gehen, weiterzugehen. So. Wir machen das geschickt und wir machen das gut. Der Weg wird jetzt einfach ewig lang. Aber wenigstens wissen wir dann auch, wie wir zurückkommen. Was natürlich ein guter Vorteil ist. So. Fast haben wir die Hälfte auch schon wieder durchgelassen. Hoffe, dass wir einfach plötzlich so einfach an eine Kante stoßen. So, okay, wir sind da. So. Das ist weit und breit nichts. Dort hinten ist etwas. Das ist also wie so eine Art Bogen. Wäre es vielleicht praktisch, wenn wir einfach versuchen, drüber zu kommen. Also wenn wir jetzt da drüber gehen, ich glaube, dort kann man drüber laufen. Probieren wir das mal. Da müssten wir aber noch ein paar führen. Ich wollte hauptsächlich gerade Linien machen. Jetzt haben wir schon überlegt, ob ich da einfach irgendwie übergehen soll. Aber ich versuche gerade Linien zu machen, weil ich glaube, mit dem sind wir am besten dran. Und dann von da aus da über. So, jetzt hoffe ich, dass wir genug Steine dabei haben. Dann haben wir, glaube ich, schon mal einen Ort erreicht, wo wir noch nicht sind. Dann können wir uns eigentlich dort schön gemütlich mal umschauen. Oh, wir leben noch! Wir leben noch! Das Wichtigste vor allem, wir leben wirklich noch! So, dann haben wir da nochmal 26. Ich lache, wenn wir jetzt genau nicht rüberkommen, aber ich glaube, das sollte gerade klappen. Ich glaube, das könnte oder sollte sogar wirklich gerade klappen, dass wir einfach genau ankommen. So, komm. Ende, wir haben fast nichts mehr. Also wenn es wegen 2, 3 nicht klappt, dann hätte ich gelacht. Oh mein Gott! Das ist einfach eingestürzt. Das ist verdammt fies. Das ist einfach eingestürzt, muss ich da ein bisschen mehr aufpassen. Okay. Da hätten wir Teiler zum wieder mitnehmen. Da haben wir viel Säule und da können wir jetzt drüber laufen. Den Bogen habe ich gemeint, der weiße Bogen da hinten. Der hat so speziell ausgesehen von weitem. Wo sind wir da? Ui, wieso bewege ich mich da drauf so langsam? Was ist das? Das ist ein Material, das wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesehen haben. So. Der Bogen hat mich interessiert. Was macht der da? Was ist das? Was soll das? Einfach mitten in der Luft, so ein Bogen. Soll das so eine Ablenkung sein? So, lauf durch und stirb. Fangst du einen an, laufst durch und stirbst. Was ist denn das für ein Material überhaupt? Knochenblöcke? Ah, was? Das ist noch ziemlich nützlich. Nehmen wir einen Bogen mit. Einen Bogen nehmen wir mal mit. Und auf dem Seil, auf dem Zeug da laufe ich hure langsam. Ich buddle mal einen ab. Neue Rezept verfügbar. Seelensand. Seelensand. Was ist da hinten? Da haben wir ein gelbes Feuer. Oder meint, ist das gel, oder? Oder so weiss-gel. Boah, man sieht fast nichts. Aber auf dem Seelensand läuft man richtig langsam, hä? Versuchen wir mal da rauf zu gehen. Schauen wir mal, ob wir da oben etwas finden. Was macht das Skelett mitten in der Brandung einfach am Ende von nichts?
Komm, geh runter. Ich will dich brutzeln sehen. So. Vorsichtig. Lecco mio. So, wir machen ein paar Lichtchen an. Das sieht man ja nicht. Besonders ich nicht. Okay, was ist das da hinten? Einfach so. Ui, das Geräusch. Hey. Wo sind wir da gelandet? Überall so Knochenteiler. Aber ich sehe nirgendwo so eine Art Burg und es ist so neblig da. Oder meine ich das nur? Ist das so ein spezieller Ort im Nether? Ich habe so keine Ahnung, wo wir sind. Was ist dort hinten? Da hat es einfach so mehrere Teile. Aber wir haben bis jetzt noch keine Netherfestung entdeckt. Aber das mit dem Überbuddeln hat gut funktioniert. Wir haben einen neuen Ort entdeckt schon mal. Das Wichtigste ist einfach, dass ich mich nicht verlaufen darf. Wieso läuft man so langsam auf dem Zeug? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen verstecken von diesen Luftküssis, die da rumfliegen. Hä, was ist das für ein Geräusch? Die Geräusch. Ich darf mich am Schluss einfach nicht verlaufen. Wir müssen den Weg zurückfinden. Das ist sicher schon mal das Wichtigste. Dort hinten leuchtet alles. Ist cool aufgebaut da hinten irgendwie. Das sind alles wieder so Pilze. Und mit Pilzlicht wahrscheinlich, hä? Oh mein Gott, was ist das? Ist das ein Wildschwein? Was macht das? Ist das ein Wildschwein? Was macht das Wildschwein im Nether? Hä? Ja, moinsen. Und mega viele Skelette, das hätte ich auch nicht erwartet, dass wir da auf Skelett und so Sachen treffen. So, den haben wir getötet. Wo sind wir da gelandet? Okay. Oh nein, das sind die mit der Armbrust, die greifen mich, glaube ich, immer an, oder? Hey! Reiss die zusammen! Ich habe gesagt, reiss die zusammen. Also die mit der Armbrust greifen einen immer an, das ist einfach gut zu wissen auch. Gut, vielleicht auch, dass ich das Kind versuche zu verteidigen. Ja moin, nicht mein Problem. Ich wette, ich werde mich verlaufen. Was sind das für Geräusche? Mach mich doch nicht wahnsinnig! Wo sind wir da gelandet? Hilfe! Und auch die Musik dazu, es ist so gruselig, verdammt! Aber keine Netherfestung. Und ich bin ganz im Überlegen, ob das irgendeine Art spezieller Ort ist, den wir hier gefunden haben. Dass irgendwie so Grabstätten sind. Ich meine Seelensand. Wenn ich da unten durchgehe, werde ich mich verlaufen. Darum machen wir es. Darum machen wir es. Okay. Einfach ein... Hä? Wieso greifst du mich an? Sonst läuft's. Okay. Wisst ihr, was lustig ist an dem? Wenn ich das abbaue, sieht es aus wie ein Penis. Also nein, dann müssen wir da noch. So. So, ein Penis. Ja moin. Wir finden alle, wir finden einen Penis in der Landschaft, aber wir finden kein Dings, keine Festung. Wow! 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 Wieso greifen die mich an? Wieso? Wieso? Wieso haben mich die angegriffen? Ja, moin. Ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge dann nochmal in Nether. Ich hasse ihn und ich werde ihn immer hassen. Aber ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Mir gerade nicht, aber danke vielmals fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge mit der Reisterunde in Minecraft in der Schweiz. Danke vielmals und ciao.